Hallo, schön seid ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute möchten wir etwas machen für unser Lavendel-Journal. Und zwar so ein kleines, ja, wie will man dem sagen? Ein kleines Briefchen oder ein kleines, einfach ein hübsches Papier, das gut in unser Journal reinpasst. Wo man vielleicht auch etwas draufschreiben kann oder einfach so mit einem schönen Bild, wo man vielleicht hinten etwas draufschreiben kann. Oder hier etwas noch zwischen reinlegen. Zum Beispiel. So, ich habe das extra so gemacht, dass man es nicht ganz zuklappt, dass da noch ein bisschen etwas hinten vorgehüchselt, wo einem anspricht, dass man es dann eben aufmachen möchte, um zu schauen, aha, was ist eigentlich da hinten. Das wäre die Idee gewesen. Und für das habe ich mir einerseits hier mal schönes Papier genommen, das von der Farbe her super gut in unser Journal reinpasst. Da kann man natürlich jedes Papier nehmen, das einem passt. Das hat jetzt hier noch so die Löcher auf der Seite. Das finde ich auch noch gerade recht witzig. Das gefällt mir gut. So, und das Coole daran sind die Pünktchen, finde ich. Ich finde, das sieht immer recht genial aus. Und so kann man auch gerade das Bildchen innen drin schön aufkleben. Schön gerade. Das ist doch super praktisch. So, und dann habe ich dazu noch irgendwelche schöne Bilder. Ich habe jetzt einfach irgendwie so Scrapbook-Papier. Da kann man natürlich jedes Bild nehmen, das man will. Man kann auch ein Foto nehmen. Das gibt halt dann vielleicht einfach einen wüsten Knick, wenn man es dann so klebt, dass man es knickt. Oder irgend aus einer Zeitschrift, irgendein hübsches Bild. Ich probiere jetzt da irgendetwas zu nehmen, das vielleicht von der Farbe her gerade nicht passt. Entweder das oder das. Ich glaube, ich nehme das mit Rosa. So, und dann noch eins. Noch ein bisschen in einem anderen Stil. Das wäre auch noch hübsch, oder ist das ein bisschen zu düster? Das ist wieder das, also entweder das oder das. Ich glaube, ich nehme das. Das ist mir ein bisschen zu düster. So, die zwei möchte ich gerne verbasteln. Genau, aha, weißt du was? Das schneiden wir ja dann ab. Und nachher ist das Rosa, kommt genau weg. Dann ist es fast ein bisschen zu blass. Dann nehme ich vielleicht gleich das andere. Also ich könnte auf dieser Seite abschneiden. Das könnte man natürlich auch. Warte jetzt mal. So. Und dann, ich würde hier immer noch so ein bisschen von diesem Baum vorkommen. Das wäre zwar auch noch hübsch. Ja, ich glaube, ich mache es so. Genau. So, und das ist eigentlich schon fast alles, was wir brauchen. Am Schluss stempeln wir dann noch ein bisschen. Aber jetzt schneiden wir uns doch zuerst mal die zwei zu. So, und das muss ja auch nicht genau gleich gross sein wie das. Das kann ja auch. Kann ich ja einfach jetzt schauen, wo das jetzt schön wäre zum Abschneiden. So, dass der Baum vielleicht noch drauf ist. Es muss natürlich dann schon aufs Papier drauf passen. Ja, aber ich glaube dann so machen wir doch das. So, das kann man dann auch noch für irgendwas brauchen. Einisch. So, und da, was nehmen wir da für einen Ausschnitt? So, das ist doch gut.
So, jetzt im Gegensatz zu dem tue ich jetzt hier noch die Ecken runter. Ui. Ja, mit dem kleinen. Nein. So, und dann inken wir das doch gerade mit unserem Violetten, wo wir alles aus unserem Buch geinkt haben. Und dann können wir das auch gerade mit irgendeinem Stiftlein aufkleben, die ganze Geschichte. So, jetzt können wir auch schon entscheiden, wo wir das falten wollen. Was würde da hübsch aussehen? Wie viel wollen wir frei lassen? Ich glaube, hier mache ich es so. Und bei dem hier. Ja. Da darf man schon etwas sehen davon. So, ich glaube, da habe ich jetzt am meisten zugedeckt. Ja. Und hier am wenigsten. Gut, dann können wir ja jetzt die Kante auch noch inken und innen drinnen dann auch noch. Ups. So, und jetzt müssen wir noch herausfinden, was wir hier draufstempeln wollen. Hier habe ich natürlich komplett übertrieben, aber ich finde das eigentlich noch recht schön. Hier so schönes Einzeln. Ich glaube, ich mache sicher auf jeden Fall etwas Blumiges hier. Da hat es also rosanige Blumen im Vordergrund. Ich glaube, ich nehme dann irgendwas Rosaniges. Und dann wäre ich glaube da bei denen da. So, dann schauen wir doch mal. Oh. Wieso klebe ich die auf mein Lineal? Oh, keine Ahnung. Oh, völlig am Durchdrehen. So, so ist ein bisschen handlicher. Hey, es klappt. Das habe ich auch schon genommen für die ganz grossen Stempel. So, aber nein, voilà, jetzt. Und ich glaube, ich muss doch ein bisschen mehr Platz haben. Ich glaube, ich nehme da drunter jetzt auch gerade so ein bisschen Papier, damit ich da nicht zu fest auf die Unterlage stemple. So, dann werden wir doch mal schauen, was da passiert. Ja, es ist recht hell, aber es gefällt mir eigentlich noch. Ein bisschen schauen, dass wir das so nicht reinlegen.
So, und jetzt oben. Oben müssen wir, glaube nehmen wir da so ein bisschen Gase. Und dann putze ich da den Stempel ein bisschen ab, damit wir dann noch oben können noch stempeln. Ui, habe ich mich ein bisschen zu wenig getraut. Ja, doch, das klappt schon. So, ei. So, jawohl. Ja, so gefällt mir das. Sehr schön. Und jetzt noch da vorne. Das habe ich beim anderen auch schon gemerkt, aber jetzt habe ich es schon fast wieder ein bisschen vergessen. Die Stempelfarbe, die drückt ziemlich durch bei diesem Papier. Jetzt merke ich, habe ich hier ein bisschen durchgedrückt und da und da. Aber wenn ich jetzt hier wieder fein drüber stemple, dann sieht man das fast nicht mehr und dann sollte es auch nicht allzu fest drauf durchdrücken jetzt. So, ja. Das geht, glaube ich, schon. So. Und so. Voilà. Doch, das finde ich gut. Da könnte man doch noch. So. Weil das jetzt halt so ein kleineres Blümchen ist, habe ich jetzt hier nicht eins nur ganz in die Mitte tun. Das wäre auch der Weg nicht so schön, wenn es jetzt der Hochformat gewesen wäre. Dann hätte man das bringen können. Aber so wäre es ein bisschen einsam gewesen. Darum. Ja, es ist ein bisschen wild. Oh, hey. Was ist los, was? Jetzt klebt das da nicht, geht's noch? Vielleicht, weil ich es zum Inken ein bisschen zu früh schon gebogen habe, hat es sich irgendwie wieder abgelöst, ich weiß es auch nicht. So, gut, aber dann wäre das schon fertig. Und dann müssten wir jetzt noch wissen, ja, hier auch, aber auch noch auf dieser Seite. Komisch. Das ist ganz ein neuer Leim eigentlich. So, dann wollen wir doch schauen, was wir jetzt hier noch wollen. Für ein Blümchen. Ich frage mich gerade, ob ich das und das nehmen soll.
einfach noch so gut zusammenpassen. Und vorne das ganze Blumensträusschen. Aber nicht in rosa, sondern soll ich das auch grün machen? Das würde wahrscheinlich am schönsten aussehen, habe ich das Gefühl. Also komm, das mal mache ich jetzt gerade mal da ohne das Steli. So, zack, schön in die Mitte. Ui, schön. Ja, es ist ein bisschen verlaufen und da drückt es jetzt ein bisschen durch. Aber, das habe ich das Gefühl, das können wir ganz gut mit dem hier ausbessern. Und ich wollte probieren, dass ich von dem auch nur das Blümchen nehme, ohne Blättchen. Dann fangen wir mal hier oben an. Jetzt müssen wir jedes Mal die Blättchen abputzen. Schon eine sehr saftige Sache. Oh, jetzt haben wir die Blättchen gleich, ja noch. Macht nichts. So, jetzt muss ich den ein bisschen... grandios, jetzt haben wir es genau da reingelegt. Aber ich sage, ich muss schauen, dass ich nicht durchdrücke. Und anstatt durchdrücken, mache ich einfach Verschmiererlis. So blöd. So, nochmal. Jetzt habe ich es hier auch reingehabt. Ich bin anscheinend heute nicht ganz fähig. Nochmal. So, gut. Also, hier finde ich es recht herzig. Hier hat es jetzt natürlich verschmiert und es drückt trotzdem ein bisschen durch. Vielleicht haben wir jetzt hier mit einem abgestempelten. Zack. Und jetzt mit dem. Zack. So ganz fein, oder? Einmal abstempeln. Oh, aber ohne Blättchen. So, ja. Wird es einfach gleich wieder recht wild, was ich eigentlich nicht unbedingt wollte. Aber hey, das ist jetzt halt so. So, Hauptsache das Geschmier ist weg. Also weg ist es nicht, aber verdeckt. So. Gut. Oh ja, hey, ich finde die schön. Was man natürlich auch machen könnte, ist einfach hier ein Bild draufkleben und dann könnte man es hier auf der Seite zusammenleimen. Und dann hat man ein Täschchen. Aber ich glaube, ich leime die einfach dann so ins Journal rein. Ich kann mir das mal anschauen, wie das aussehen würde. Hier irgendwo auf der Seite. Für eine schöne. Ich schaue, dass ich mit meinen Schmierfingern nicht das Zeug verschmiere. Hier zum Beispiel.
So, hey, das sieht doch mega cool aus. Ich habe super Freude, das tolle Element in unserem Journal zu haben. Und ja, nächstes Mal fällt uns sicher wieder etwas Cooles ein, wo wir auch noch in das Journal basteln können. Bis dann! Tschüss!